Habe die Ehre, Leute, grüßt euch zu ein bisschen einem anderen Video, heute mal aus der Küche. Ich möchte euch mein Thema schildern. Das ist keine Produktplatzierung oder sonstige Platzierung, das ist einfach tatsächlich aus eigener Begeisterung. Ich habe das letzte Jahr durch einen Verwandten das mitgekriegt, dass es sowas gibt. Ich habe das nicht gewusst, ich habe es bloß mit den Beideln kennt und das hat mich aber wahnsinnig genervt, weil ich nie, weiß ich nicht, die Ziehzeit hat nie gepasst, die Temperatur hat nie gepasst, die Beideln haben schon genervt und ich sage ganz schön auf Beidel in dem Video. Und dann habe ich mich für das entschieden, weil das einfach super ist und weil man, wenn man da sieht, es ähnlich läuft wie eine Kaffeemaschine. Das kann man sich als Bodensatz vorstellen. Und da kommt jetzt halt der Tee rein. Man kann auch den Tee in Beideln rein da. Man kann ihn aber auch pur so wie da reinfüllen und das empfehle ich auch mehr. Irgendwie bitte ich mir, dass das besser schmeckt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Genau. Die ganze Sache läuft so, oben hat man gerade gesehen, haben wir das Wasser reingeschüttet. Jetzt stellen wir ein, was wir für einen Tee wollen, also schwarz, weiß, grün oder Früchte. Da können wir dann auch die Zeiten noch verlängern, verkürzen und oben sieht man jetzt, das ist theoretisch wie ein Wasserkocher und da kocht er. Und jetzt, wenn es fertig ist, läuft es dann in die Kammer rein und da zieht jetzt der Tee auf Zieltemperatur die eingestellte Zeit, die wir unten haben. Die fangen jetzt gleich als Ablaufen an, zack. Und die kann man verlängern, die kann man verkürzen auf dem Plus und Minus daneben. Jetzt sieht man, das ist der Zwischenstand. Das haben wir jetzt so bei der halben Zeit, bei 4 Minuten. Die Zeit steht jeweils auch bei diesem puren Tee hinten um. Und jetzt, wenn er durchgezogen ist, öffnet sich die Ziehkammer und der fällt runter. Und ich weiß nicht, mir taugt das einfach. Also schon diese Wassergeräusche, diese Geräusche von der Maschine, wenn es kocht, wenn es runtertröpfelt. Es ist super. Und jetzt, wenn er unten ist, ist er das Allergeilste an der Sache. Der bleibt jetzt da unten geheizt auf die Temperatur. Das heißt, unten ist so eine Art wie so Ofenplatten, die wo die Wärme von unten gibt. Und theoretisch kannst du ihn jederzeit entnehmen und dann halt, wenn du eingeschenkt hast, wieder zurückstellen und er bleibt auf Temperatur. Der einzige Käse ist, ich schaffe es nie, dass ich ohne Tropfen einschenke. Ich weiß nicht, was mit der Kanne ist. Vielleicht weiß wer, woran das liegt. Oder ich stelle mich blöd an. Schreibt es in die Kommentare. Habe die Ehre.